Der Schorsch ist unschuldig. Der hat ein Alibi. Aha, pass auf. Das heißt, wir müssen zum Schorschi. Das heißt, er hat den Lenz nicht erschlagen. Hab ich dem seine Jacken? Schon, oder? Oder Punkt. Denken alle mal in die Wenigkeit. Geht das? Dann ist es ausgeglichen. Ja, pass auf, der Schorsch war in der Tat noch bei der Apollonia. Das heißt, wahrscheinlich war es nicht. Schorschi? Dort fährt der Weiße Westen. Hey Valentin, du bist wirklich ein Schau. Ich glaub's ja fast nicht. Aber sagen wir's gleich, hab ich was zum Tor mit dem Lenz? Mein Lieber, da bin ich jetzt aber beruhigt. Ehrlich wahr. Danke, dass du mir da so geholfen hast. Hast echt was gut bei mir. Stufe 22, tatsächlich, da hab ich nicht gegangen. Die Apollonia? Ja, das ist schon ein Fesche. Nett ist die auch. Und die hat einen Appetit, Valentin. So was hast du noch nicht oft gesehen. Super ist das. Ja, die gefällt mir schon. Aber weißt, ich kann dir doch nichts bieten. Das ist alles nimmer, wie es einmal war. Ich kann ja kaum mehr schlafen. Also das Bier hilft schon, aber sonst. Wenn es auf einmal starr und dunkel ist, du hörst dann schreien. Bin ich auf einmal wieder mittendrin im Krieg. Überall das Blut. Was ich dann auch. Nein, Valentin. Das kann ich da gar nicht verzeihen. Weißt, manchmal sehe ich es sogar. Und manchmal, wenn ich dann aufwache, dann hockt der da in meinem Zimmer auf dem Stuhl und schaut mich an. Sagt aber nichts. Mir. Schaut bloß. So ein junger Mo ist das. Fast nur ein Bub. Und überall das Blut. Dann machen wir jetzt mal fast in die Hosen. So der Schriege da. Vielleicht verliere ich auch einen Verstand. Ich weiß nicht. Aber das ist doch kein gescheiter Mo nicht. Ich bin doch kein gescheiter Mo nimmer. Nein. Die soll sich einen besseren suchen. Aber das macht's irgendwie nicht. Einmal hat sie gesagt, sie hätte mich schon ganz gern. Da habe ich mich gefragt, ob ich vielleicht was sagen soll. Also, ob ich davon verzeihen soll, warum ich nicht schlafen konnte, das alles. Aber ich weiß nicht. Meinst du, das ist eine gute Idee? Pass auf, aber Waschlappen steht dir nicht. Bei getrübtem Blick, bumm, den hab ich gebrochen. Mein Weg ist frei. Soll sie jetzt mit Schorsch versuchen? Nein. Ich bin die bessere Wahl. Ein Saupreis wie ich hab mehr Geld in den Taschen. Da muss ich. Wie ist es gegangen? Apollonia, der neue Verehrer ist da. Einen Schorschi habe ich ausgenockt. Grüß dich, Valentin. Was bringt die her? Du bringst mich her. Ja, wirklich, Valentin? Und was meinst? Ja, das freut mich jetzt schon. Der sagt ja nie was. Valentin, danke. Wirklich. So einen wie dich kann man schon brauchen. Aber Valentin, jetzt einmal unter uns. Was meinst du? Ist das alles nur ein Schmarrn mit dem Schorsch oder meint ihr das schon ernst? Sollt ihr es noch mal probieren mit ihm? Apollonia, ganz ehrlich, den darf ich nicht trauen. Meinst du wirklich, Valentin? Ja, also, ich vertraue dir da jetzt schon.
Du wirst es schon einschätzen, Kinder. Schade, aber danke trotzdem, Valentin. Das bestärkt mich in meiner Entscheidung. Ich mich jetzt kein Kind mit dem Schorsch. Es ist nämlich ja so, dass ich das jetzt einfach nicht Heirat hin oder her. Vielleicht kannst du es jetzt gar nicht richtig verstehen. Wie konnte ich dir das jetzt erklären? Schau, nicht immer passt es mit einem Kind. Oft ist der Zeitpunkt nicht richtig. Manchmal kommt der richtige Zeitpunkt wahrscheinlich auch gar nicht. Aber das weiß ich für mich jetzt noch nicht. Ich weiß nur, dass das jetzt nicht richtig ist. Ich muss doch selbst bestimmen können, was mit meinem Körper und meinem Leben passiert, oder? Ich denke zumindest, dass ich das versollt. Deswegen habe ich die Entscheidung getroffen. Dabei weiß ich natürlich, was das bedeuten kann. So naiv bin ich nicht. Ich kenne voll Geschichten von Frauen, die so eine Entscheidung nicht überlebt haben. Die Verzweiflung, die Angst, die Schmerzen und das Blut. Ich hab das schon mal selbst alles gesehen, Valentin. Wenn das der Preis ist, den ich zahlen muss, dann werde ich das da. Ich werde keine kaputte Mutter sein, die ihr Kind hasst. Und ich werde keine Rabenmutter sein, die ihr Kind abgeben hat. Bevor ich bei der Geburt stirb ich lieber beim Abbruch. Aber was, das muss nicht sein. Beim Arzt konnte ich den Eingriff überleben. Der hat die notwendigen Mittel und der konnte mich retten, wenn was schief geht. Ich konnte ihm aber niemals fragen, der ganze Ort hat es mitkriegen. Wenn du mit dem Arzt sprichst, denkt sie keiner was. Du kannst mir helfen. Du kannst ihn bitten. Du bist meine größte Hoffnung. Hilfst du mir, Valentin? Bitte. Die größte Hoffnung. Kann deine Not sehen. Und nimm ihn doch. Danke, Valentin, ehrlich. Deine Hilfe rettet mir vielleicht das Leben. Wenn du nicht mit dem Arzt sprichst, da die Therese in den Wald geht und keiner weiß, wie das ausgeht hat. Aber wenn du den Schweighöfer fragst, dann hilft er mir vielleicht. Ich muss dir leider nur sagen, dass ich auch kein Geld habe, um ihn zu zahlen. Und dass die alten Herren sicher nicht begeistert sind, wenn sie mitkriegen, dass du mir geholfen hast. Danke dir, Valentin. So kann ich das vielleicht schaffen. Das darf aber niemand wissen. Nicht einmal der Schorsch. Sonst bekomme ich echt ein Problem. Ich vertraue dir. Leid, die haben im Haken. Muss ich gerade den Schorsch ausschalten. So, jetzt wollte ich. Scheiße, was wollte ich nicht? Aufgaben über Aufgaben. 2 Punkte habe ich gekriegt. Respekt. Mehr Ausstrahlung. So, ich tiger jetzt. Wo wollte ich hin? Der Lehrer. Das heißt, ab zum Löwe. Komm, es leid schon wieder. Du Spedisten. 10. Scheiße. Immer noch nicht Mittag. Meister Löwe. Der zieht dann durch. Können Sie das? Welche Beweise haben Sie für Ihre Behauptung? Chancen hoch genug. Ah, ich verstehe. Aber ich merke schon, Sie sind ein Guter. Sauber, Herr Schmidt. Aber der Mörder ist immer noch auf freiem Fuß. Lauert nur auf den Moment, noch einen von uns heimtückisch zu ermorden. Wir werden nicht abwarten, bis er nur mal so eine Sauerei anstellt. Da haben Sie recht. Vielleicht können Sie ja mehr erreichen als wir. Hören Sie sich ruhig noch weiter um. Ich glaube, an dieser Stelle ist ein Dank angebracht. Ich habe den Schorsch zu Unrecht verdächtigt und Sie haben mich vor einem fürchterlichen Fehler bewahrt. Arbeiter sind wir alle, insofern wir eben nur den Willen haben, uns in irgendeiner Weise der menschlichen Seilschaft nützlich zu machen, sagt ja La Salle schon. Und Sie scheinen einer von uns zu sein.
Sie sollten alle, die an dem Streit beteiligt waren, auf den Zahn fühlen. Einer von denen muss das gewesen sein. Ich glaube ja nicht, dass der Pfaff sich selber seine Hände dreckert macht. Dann kann's ja eigentlich bloß mehr der Alois gewesen sein. Der hat doch eh so eine kurze Zündschnur. Total abgestumpft. Der ist zu sowas in der Lage. Überprüfen Sie mal den. Fragen Sie mal, ob der überhaupt sein Alibi hat. Und lassen Sie einer nicht von seiner Frau Ursula abwimmeln. Bei dem werden Sie gleich merken, dass der das Zeug zum Mörder hat. Der Alois. Du sag mal, wo ist der Alois? Der Pfistenerhof, der ist im Süden. Der Pfistenerhof, aha. Leute, das hört auf zum Pfistenerhof. Der Alois. Weil das hinten war der Schormeierhof. Leute, dort rund. Sag da dazu. Da wohnt die Alt. Bei der Kira. Ohne Kira. Da ist. Das hat mehr in der Richtung. Hätte ich gesagt. Oder kann ich, warte mal. Schormeierhof. Geht nicht. Heftig, bleib ich tu's. So gesund sei, hab ich gehört. Läuse! Kommt der Profi-Schnüffler. So, da haben wir jetzt. Robert Hofer. Pistner, aha. Moment, die Schulter frei. Kann mich irgendjemand hören? Was ist los? Kann mich irgendjemand hören? Der bescheuert. Kann mich irgendjemand hören? Kann mich irgendjemand hören? Dann am Klo, oder wie? Kommen Sie mal her! Der Preuß auf den Scheiß aus. Also, der was tut da drin? Haben Sie gedient, mein Junge? Gedient. Schau so aus. Haben Sie im Krieg eine ernsthafte Verletzung Ihres Gehirns erlitten, junger Mann? Anders kann ich mir das Ganze hier nämlich sonst nicht erklären. Hören Sie mich an. Sie müssen einen Auftrag erfüllen. Ich, Johann Ulrich Logemann, muss umgehend diesen Ort verlassen. Allerdings liegt hier eine Misere im Raum. Im wahrsten Sinne des Wortes. Kommen Sie mal näher ran. Woher kommen Sie? Herr Kumpel, aus Minga. Bei Gott, welch Segen! Dann bin ich zum Glück nicht der Einzige hier, der kein Bayer ist. Also, bitte aus, Abreiß. Den Flugweg der Fliege berechnen. Kimmer. Schwierigkeit 10. Wobei, also nicht. Bumm, wo ist er her? Geht da hinten los. Der war Stufe 25. Verdammte Axt! Hören Sie! Ich war befehlshabender Kommandant. Ich bin ein Mann der Ehre, ein Mann der Stärke und ein Mann der Führung. Junge Männer starben unter meiner Leitung, in Hoffnung, mit Mut und unerschütterlicher Willenskraft. Und jetzt schauen Sie mich an! Wie soll ich so am letzten Tag vor Gott treten und Zeugnis belegen? So wie ich jetzt bin ich eine Schande. Selbst die eigene Mutter würde vor jemandem wie mir den Stolz verlieren. Und die Schande sitzt auf dem Scheißhaus.
Unbekannt. Pass auf, Fakten her. Ich habe meine eigene Scheiße am Schuh. Für etwaige Spirenzchen ist keine Zeit. Ich muss zügig auf Vordermann kommen. Es steht einiges auf dem Spiel. Ich habe einen dringlichen Termin. Ich kann und werde so nicht in der Öffentlichkeit stehen. Welcher Idiot hat überhaupt die Scheiße ausgebaut? Ich fasse es nicht. Ich werde zum Gespött der Welt, wenn das hier jemals ans Tageslicht gelangt. Eine Schadensersatzzahlung. Ich probiere sie so. Mit Ausstrahlung. Überstrahlt alles, wenn ich Glück hab. Also nicht. Bumm. Mit ein bisschen Glück. Ramm ich ab. Oder nicht. Scheiße. 4 Pleiten. Ein Mann der Tat, das erkenne ich sofort. Aber was Kein sind Glück Sie im Spiel. für ein Mensch? Wollen Sie meine erbärmliche Situation zu Ihren Gunsten ausnutzen? So, Freundchen, mit gefangen, mit gehangen. Wir sind hier in einer Situation des Nehmens und des Gebens. Sie nehmen jetzt folgende Zettel und dann geben Sie mir, was verlangt wird. Beschaffen Sie mir ein Schuhpflegeset, aber in Premium-Qualität. Der Schuh muss später aussehen wie geleckt. Wenn Sie das erledigen, dann werde ich Ihnen hilfreiche Unterstützung gewähren. Glauben Sie mir, ein Johann Ulrich Logemann weiß, wie die Dinge laufen. Und nun los, hier ist der Auftrag. Und dann noch was gegen Ihren Gestank. Die Papiere nehmen. Hat er mich jetzt angekackt oder wie? Dieses Ferkel. Brauche ein einfaches Schuhpflegeset. 2 Streifen Stoff und Öl. Hammer. Ohne wie, hat alles dabei.